Hallo meine Lieben, willkommen zurück bei Lose mal. Wie geht's euch? Was läuft? Schreibt mir mal ein bisschen mehr. Ihr habt eine Phase gehabt. Alter, ich schiesse euch immer zusammen, sorry. Ihr habt so eine Phase gehabt, wo ihr euch so hure bei mir gemolden habt, so geschrieben habt und so. Im Moment ist tote Hose, ich weiß nicht, ob einfach alle hure gestresst sind oder ob ihr mich hasst. Schreibt mir mal, dass ihr mich nicht hasst, wenn hier irgendjemand schreibt, du hassest mich. Ich schwöre, ich hasse dich zurück, wenn du das machst. Ja, ich nehme hure nach an der letzten Folge auf, darum habe ich so nichts zu der letzten Folge zu sagen. Also ich habe wie noch kein richtiges Feedback bekommen. Außer dass mehrere Leute sich mittlerweile bei mir melden und hässig sind, dass ich viel fluche keine Ahnung, in meinem ganzen Content, glaube ich, nicht nur wegen dem Podcast jetzt. Weil im Podcast ist es, glaube ich, eher problematisch, weil ihr das irgendwie laut hört oder so irgendwo. Und dann kommt es so Jumpscare-mäßig und dann hören die Leute, was ihr für Scheiß hört. Aber wieso habt ihr keinen Kopfhörer drin? Also ihr wisst ja, wie ich bin. Also, was habt ihr erwartet von mir? Aber, vielleicht mal ein generelles Statement, wieso, dass ich so, in Anführungszeichen, grusig rede und das irgendwie selber nicht schlimm finde und so, ist halt, weil ich finde, es addet so ein bisschen so ein Spice zu allem. Und ich mache das ja allgemein gern. So ein bisschen gegen die Erwartung gehen, die man vielleicht von mir hat, nur weil ich vielleicht herzig aussehe oder so. Keine Ahnung, Alter, das klingt verdammt behindert. Oh, sorry, ich weiß, das sagt man nicht. Sorry, sagt das nicht. Es klingt verdammt blöd, wenn ich selber sage, so, ja, weisst, ich sehe halt herzig aus und dann... Aber es ist ja wirklich so, die Leute erwarten von mir... Oder weißt, würdet ihr das irgendeinem Typ sagen, wenn er so reden würde? Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist einfach so, weil man von mir nicht erwartet, oder beziehungsweise man würde mich herziger und besser finden, wenn ich nicht so reden würde. Aber das ist ja genau mein Punkt. So, es juckt mich nicht, ob man mich herzig und besser findet, sondern ich finde es halt einfach lustig, so zu reden und es drückt halt viel besser aus, was ich wirklich meine, wenn ich sage, Achtung, Fluchwörter, wenn ich sage, Alter, der scheiß Wichsgrind, Mann, dann checkt ihr wirklich, in welchem Ausmaß das ist. Und ich finde es einfach lustig. Also keine Ahnung, wenn jemand nicht mit dem klarkommt, müsst ihr halt legit mein Zeug wahrscheinlich nicht mehr konsumieren, weil ich werde in naher Zukunft nicht aufhören zu fluchen. Oder sonst schaut halt meine Werbevideos, dort darf ich nicht fluchen. Dort habe ich es wirklich im Griff. Hey, nein. Aber ich verstehe es natürlich auch, wenn das jemandem nicht passt. Aber darum sage ich so, ihr entscheidet immer noch selber, was ihr schaut. Wir haben auch Eltern geschrieben. So, ja, meine Tochter schaut dein Zeug und es ist überhaupt nicht gut, dass du fluchst. Ja, Bro, aber dann schau doch, dass deine Tochter nicht mit 11 ein scheiß Handy hat, wo sie... Also es gibt noch viel schlimmere Sachen im Internet als mein Content, glaube ich. Ja. Das ist so das. Gehört vielleicht so ein bisschen zu meinem Live-Update. Morgen habe ich meine erste Prüfung. RIP. Aber ich habe gar keine Hoffnung mehr. Ich gehe einfach dort nicht, um euch so ein bisschen erzählen, wie so Propedeutikum Prüfungen sind. Also Propedeutikum ist das erste Psychologiestudium. Jahr. Ja. Und gestern habe ich ein neues YouTube-Video gefilmt und das kommt heute an. Also es ist zum Zeitpunkt, wo ihr die Folge hört, schon lange draussen. Könnt das bitte mal schauen. Einfach nicht weil ich so... YouTube ist ja wirklich... YouTube bringt mehr als Plattform ja wirklich nichts als Influencer. So. Das ist einfach etwas... Entweder man macht es gerne oder man ist halt gross und es bringt einem wirklich etwas. Aber so klein wie mein YouTube-Kanal ist, bringt es mir ja wirklich nichts. Es ist mehr so... Ich würde gerne mal hören, was ihr dazu denkt. Weil das Video ist so, normalerweise bin ich ja richtig so aufgedreht und so, aber ich finde selber so YouTube-Videos schauen hure mühsam und darum habe ich so probiert, also ich meine, es ist immer noch chaotisch, weil das bin ich, aber so ein bisschen so ruhigeren Vibe reinzubringen und es mich hure wundern, was ihr dazu sagt, ob ihr es dann langweilig findet oder ob ihr so etwas trotzdem schauen würdet. Darum, ja, es geht so 8 Minuten. Es ist trotzdem nicht so lang. Ich weiss, wir haben alle keine Attention Span. Anyway, die heutige Folge ist eine Q&A-Folge und ich habe euch auf Insta einfach gefragt, ja, Bro, was wollt ihr im Podcast beantwortet bekommen? Einfach weil... Alter, ich muss garpsen! Okay, gut, verhebt. Einfach weil, ich mache ja eigentlich öfter mal auf Insta so die Q&A-Gackis, aber erstens muss ich dann immer alles noch irgendwie auf Hochdeutsch oder Englisch oder so schreiben, weil mich sonst alle anficken. Weil ich habe ja halt schon noch recht viele andere Leute, die nicht Schweizer sind, die mir folgen. Oder ich kann halt nicht ausführlich antworten, weil ich weiß genau, es liest niemand, wenn viel Text ist. Oder ich müsste halt Videos machen und Videos skippt. Also
wisst ihr, was ich meine? So, wir haben hier unseren Space, wo ich halt legit mir so die Zeit nehmen kann und ihr auch Bock habt, zu mir zuzuhören. Und ich finde, das ist cool. Also hoffe ich, könnt ihr mir mal schreiben, wo hört ihr eigentlich so meinen Podcast? So auf dem Weg irgendwo an oder so daheim beim Aufräumen oder so beim Kaffee trinken. Könnt ihr mal sagen, es nimmt mich hure Wunder. Ich kann mir so keinen guten Kontext vorstellen, wo man mein Zeug hören kann. Ich meine, ich höre ja selber hure viele Podcasts, aber meine sehe ich da irgendwie einfach nicht so. Egal, also ich fange mal an mit Fragen. Ich probiere alles zu beantworten, was nicht völlig unnötig ist. Also, Meinung zu den deutschen Influencer. Alter, starting off strong. Ich muss ehrlich sagen, also ich habe ja nicht so, also man muss auch sagen, bei mir geht es ja mehr so um erste Eindrücke. Die Leute wollen meistens gar nichts von mir wissen, was ja auch so mein erster Eindruck ist, weil sie mich halt nicht kennen. Und es ist schon oft so in dieser Szene, aber auch in der Schweiz, dass wenn jemand die anschaut und denkt, ah ja, die kennt mich gar nicht, dann bist du furzgacki egal. Und das merkst du halt schon. Also es ist einerseits irgendwie noch angenehm, weil dann hast du so den Druck nicht, um so weißt du, so, ich weiss, ich bin denen egal, ich muss nicht irgendwie cool wirken vor denen oder so. Ich kann einfach mein Leben leben an so einem Event und sie schauen mich gar nicht an. Wisst ihr, was ich meine? Oder sie schauen mich halt verdammt dumm an, so, was macht die da? Es gibt auch, es gibt einfach nette. Aber ja, keine Ahnung, ist halt, du hast dann logisch nicht so innigen Kontakt, weil eben ich ja nicht in Deutschland wohne, so, dann dann antwortet man sich halt mal auf Stories und so. So mehr der Vibe, aber nicht so, dass man wirklich so eine Beziehung aufbaut und so. Also ist jetzt bei mir auf jeden Fall so. Ja. Man merkt halt schon extrem, dass es in Deutschland viel mehr etabliert ist, die ganze Szene, dass die hure viel mehr investieren auch und von dem habe ich mega grossen Respekt. Also ich meine, die machen ja wirklich alle das hauptberuflich und fetzen dort aber auch ihre ganze Zeit rein und geben sich so hure Mühe und bla bla bla. Und einerseits finde ich, das ist fast schon eine Kunst, eben, wie ich immer wieder sage, so, wie sie das Zeug so falsch darstellen können zum Teil, dass du dir so denkst, so, Alter, du bist so fake. Aber andererseits ist es halt auch hure impressive, dass sie so kreativ sind, dass sie das irgendwie so umsetzen können, weil sie genau wissen, was die Leute sehen wollen. Also das ist hure krass. Die machen halt wirklich so alles dafür, dass es viele Views gibt. Also das ist jetzt sehr verallgemeinert. Logisch nicht, also ich meine das jetzt nicht von jeder. Ich kenne übrigens fast nur weibliche, gell, in Real Life. Aber so, ihr müsst das jetzt auch nicht von jeder denken, die ihr so auf der For You-Page gesehen. Es sind wirklich viel lieb. Aber ich finde es so krass, wie viel mehr Wissen sie haben über das ganze Social-Media-Ding, wo wir in der Schweiz vielleicht eher noch so sind, dass wir einfach random irgendetwas machen und hoffen, dass es gut ankommt. Oder so eher so, ja, mir ist scheißegal, ich mache mein eigenes Ding und wenn es den Leuten gefällt, ist gut und wenn nicht, dann Pech. Und das haben die machen halt wirklich alles einfach für Likes. Weil, logisch, sie verdienen das ganze Geld damit. Zum Beispiel TikTok gibt ja auch in Deutschland, glaube ich, Geld für Views und so wie YouTube-mäßig. Das gibt es ja bei uns gar nicht. Darum ist der Druck wie auch nicht, also keine Ahnung, die Motivation vielleicht auch nicht da. Vielleicht wäre es anders, wenn wir das Geld auch bekommen würden. Ich weiß auch nicht, ich glaube, das ist gar nicht so viel Geld. Ich glaube, mit YouTube machst du am meisten Geld. Daten, wenn man berühmt ist, beziehungsweise viele einen kennen, aber du kennst die nicht. Okay, also in Bezug auf meine Situation kann ich sagen, es ist hure komisch. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich jetzt würde probieren, also ich habe ja jemanden am Start, das ist fix auch eine Frage, darum das nehme ich schon mal vorweg. Ich habe jemanden, also muss mir eigentlich keine Sorgen um das machen. Aber das ist so komisch, weil ihr müsst euch überlegen, ich tue ja gerne also mega viel von meinem Leben teilen, aber stellt euch vor, der Typ, den ich am Daten bin, würde den Podcast hören. Ich erzähle fucking von der, keine Ahnung, zweiten, dritten Folge über meine Daddy-Issues, meine tiefsten Probleme, die ich damit zu kämpfen habe und so. Und ich weiss aber über die andere Person nichts. Ich muss das alles noch herausfinden und der könnte einfach so das Handy nehmen, eine Stunde investieren, irgendwo mein ganzes Zeug durchschauen und wüsste alles über mein Leben. Logisch wisst ihr auch nicht alles über mich, aber es ist schon, im Vergleich zu nichts wissen, ist das schon hure viel. Und darum ist es für mich auch mega schwierig, auf so Leute, also eben, das habe ich auch noch nie so richtig gemacht, auf jemanden eingehen, wo mich wirklich nur von Social Media kennt bis jetzt, weil das ist halt ein falsches Bild von mir. Und das ist scary, weil ich probiere mich ja so fest wie
wie ich wirklich bin, zu zeigen, wie es geht. Aber es ist trotzdem alles zusammengeschnitten. Ich habe viel Zeit investiert, ich habe eine Idee gehabt. Weißt du, es ist egal, wie authentisch mein Content ist, es ist trotzdem nicht... es ist verdammt schwierig zu erklären, aber es ist so... Ich meine, ich filme ja auch nicht, wenn ich hässig bin oder wenn ich... Also doch schon, aber... Wisst ihr, was ich meine? Die Person hat dann einfach instant so ein Gottbild von mir, dass ich einfach so cool bin und haha und alle haben die Emma gern und wow, das ist einfach die Emma. Wisst ihr, was ich meine? So, die Emma. Und ich will nicht mit jemandem etwas haben, der mich nicht als Mensch sieht, sondern der einfach so sieht, so wow, weil sobald so 3 Monate vorbei sind, können darauf gehen, wird die Person so enttäuscht sein, weil sie sich im Kopf so ein crazy Bild von mir gemacht hat und dann einfach merkt, oh, die ist ja trotzdem einfach nur ein normaler Mensch und hat fucking viele Probleme und ist mühsam und nervig und stinkt und ist gruselig. Wisst ihr, was ich meine? So, ich habe das Gefühl, allgemein hat man sehr viel mehr Erwartungen an mich und meine Person, wenn man mich nur von Social Media kennt, was es dann sehr schwierig macht, eine ehrliche, offene, ernste Beziehung zu führen. Wisst ihr, was ich meine? Darum bin ich dankbar, dass die Person, die ich jetzt habe, vielleicht so Werbevideos von mir schon kennt hat, aber mich nicht. Was eigentlich auch schon scary ist. Und was das Komischste nachher noch ist, wenn die Person die selber... Also, warte, gehen wir davon aus, so, ich habe einen Typ und er kennt mich nicht. Aber sobald seine Friends herausfinden, dass er mich am Start hat, Bro, die gehen durch. Die schicken dann alles, wo sie gerade so auf der For You-Page haben. Sind so, oh mein Gott, schau, das ist sie doch. Well, wenn du sie dann so triffst, dann erwähnen sie so, weißt du, so privat, also Details von deinem Leben. Zum Beispiel bin ich letztens mit meinem Dude unterwegs gewesen. Und das ist mega, also das ist überhaupt nicht schlimm. Es war mega nett und herzig. Aber dann ist eine Kollegin gekommen und sie ist halt sofort, man merkt halt mega, dass er so, wenn er so mehrere Videos von mir gesehen hat, so eine Connection zu mir hat fast. Weil er wüsste ja Sachen. Und dann ist sie also so, ja, wie läuft das Psychologiestudium und so. Und sie so, oh mein Gott, warte, ist das gerade creepy gewesen? Sorry, ich weiss das halt, weil ich deine Videos schaue. Und ich so, nein, ist schon gut. Aber es ist dann halt im Nachhinein trotzdem hure, also es flasht einem schon ein bisschen so. Alter, die wissen einfach alles und ich weiss nichts. Und es ist mir so unangenehm. Und ich bin wirklich, wenn ich jetzt etwas poste, was so ein bisschen risky ist oder so, wo ich ein bisschen mehr erzähle, denke ich nicht so, wow, das sehen 50'000 Leute oder so. Bro, das juckt mich überhaupt nicht. Ich denke mir so, oh mein Gott, das sehen so Kollegen von ihm. Oder so, Bro, so die im Alter von meiner Mutter gehen dann nachher wieder zu meiner Mutter und sind so, ja, ich habe deine Tochter gesehen. No joke, in meinem Reitverein, Leute. Es kommen jetzt nur noch so middle-aged women zu mir dort und sind so, oh, ich vergröle mir all mein Gesehen ab deinen Videos. Und ich will wirklich sterben in diesem Moment. Wirklich. Es ist, eben, und es kommen ja immer nur nette Sachen. Es ist ja zum Glück noch nie jemand zu mir gekommen und so, hey, was machst du dort? Das ist ja verdammt peinlich. Aber es ist trotzdem so unangenehm. Darum, 0 out of 10 would recommend, irgendwie ansatzweise bekannt zu werden, wenn du das Gefühl hast, du würdest so scheiße damit umgehen wie ich. Ja. Und wirklich, falls das irgendwie zu dieser Kollegin kommt, die gesagt hat, ja, wie läuft das Psychologiestudium? Es ist wirklich normal, dass du das gemacht hast. Gesagt hast. So, das ist selbstverständlich. Ich bin ja schuld, dass ich diese Sachen teile. Es ist gar nicht komisch. Es ist einfach für mich komisch, weil ich so bin, oh mein Gott, Alter, es ist so real. Wenn ich etwas poste, vergiss ich doch, dass es Leute nachher wirklich wissen. Gut, nächste Frage. Sind deine DMs wirklich so voll oder lesen Influencer einfach keine DMs? Die meisten Influencer, die ich kenne, lesen ihre DMs, aber man antwortet halt nicht. Also du hast ab irgendeinem Zeitpunkt unmöglich Zeit, um allen zu antworten. Und es ist halt auch ein bisschen blöd. Also, wenn man sich vorstellt, auf Insta hast du so einen Hauptordner und einen allgemeinen Ordner. Und bei mir zum Beispiel, ich mache einfach alle Leute, die ich wirklich kenne und wo es wichtig ist, wo es halt relevant ist, dass ich ihre Nachrichten auch wirklich sehe, sind im Hauptordner. Und alles andere ist im allgemeinen Ordner. Heisst, ich muss es nicht unbedingt anschauen. Aber es gibt mir trotzdem ein blaues Pünktchen und ich kann nicht etwas dort haben und nicht öffnen. Ich hasse es. Das heisst, sobald ich irgendeine Nachricht annehme, geht das in den allgemeinen Ordner und dann hat es ein Pünktchen. Und wenn dann jemand immer und immer wieder schreibt, dann gehe ich es halt immer anschauen und dann bin ich ja wie auch verpflichtet dazu zu antworten, weil ihr ab dem Zeitpunkt seht, dass ich es gelesen habe und sonst fühle ich mich schlecht.
Das heisst, bei mir ist es langsam einfach so, ich antworte nicht, wenn es nicht mega so... Ich antworte oft, vor allem Mädchen antworte ich, weil bei Typen ist es meistens mit Hintergedanken. Aber dann probiere ich wirklich nur denen zu antworten, wo ich weiss, okay, die werden mich jetzt nicht voll spammen. Oder wo es einfach, keine Ahnung, herzig ist oder so, weil sonst sehe ich halt alles und es bin dann richtig Stress. Aber ja, du bist die Person, die gefragt hat, ist ein Typ und ich bin mir sicher, dass ich dir nicht geantwortet habe, weil du nichts Sinnvolles geschrieben hast, beziehungsweise mich angemacht hast. Ich werde nie antworten auf das. Nie, 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 weil was bringt mir das? Ich will ja nichts von euch. Also, ich weiß nicht. Ich würde nie im Leben etwas mit einem anfangen, wo mir auf Insta geschrieben hat, wegen meinem Scheiß-Content. No joke, nie im Leben. Also unsere DMs sind schon voll, aber nicht so voll und wir könnten fix antworten, wir sehen auch das meiste. Aber ja, wir können halt auch nicht den ganzen Tag mit Leuten am Schreiben sein. Dann, wie bin ich zu Pferd gekommen? Das ist eine gute Frage. Meine Mami war, glaube ich, schon immer ein Horse Girl gewesen, so in ihrer Jugend und so. Und sie hat dann ein Pferd gekauft, wo ich klein war. Und dann bin ich halt einfach so um das herum aufgewachsen irgendwie. Und dann habe ich auch so Isländer auf dem Hof, wo sie das Ross hatte, der Corinus ist es übrigens, wo sie den Corinus hatte, habe ich dann auf so Isis mit ausreiten und so. Und dann ist mir das eigentlich einfach so beigebracht worden. So, ich habe nie eine Reitstunde gehabt, das war einfach immer so, ja, heb die einfach. Und dann sind wir ab. Und dann haben wir halt irgendwann habe ich eine Reitbeteiligung gehabt, auch auf einem Hafi, also Haflinger. Das ist einfach eine Pferderasse, an alle, die nicht rauskommen. Die gleiche Pferderasse wie das Pferd, das ich nachher bekommen habe, darum sage ich das. Und dann, keine Ahnung, habe ich auf dieser, glaube ich, so klein auf dem Platz mal etwas gemacht. So, aber ja immer noch keine Reitstunde gehabt oder so. Wir waren verdammt leichtsinnig gewesen, Alter, dass wir dann nachher einfach die Nasira geholt haben. Weil es ist halt so, ich war die ganze Zeit im Stall mit meiner Mami und wir sind zusammen reiten die ganze Zeit. Und dann haben wir halt so gefunden, so, ja, wäre schon noch geil, wenn ich auch eins hätte. Und dann haben wir halt Nasira geholt. Als ich 11 bin, ich glaube, so fast, es war eigentlich zu meinem 12. Geburtstag, aber dann haben sie schon vorher geholt. Und so ist das Ganze dann irgendwie ins Rollen gekommen. Ja. Das heisst, durch meine Mami eigentlich. Wie kommt man ohne andere Typen über einen Ex hinweg? Du, ganz ehrlich, das ist ein bisschen ein Brenzlige, weil so ein Rebound hittet halt schon gut, auch wenn es moralisch vielleicht nicht so ganz vertretbar ist. Ich würde behaupten, mach einfach die Sachen, die du gerne machst. Und also sorry, es ist halt fucking traurig. So, du wirst einfach traurig sein. Du kannst nicht einfach magisch nicht traurig sein. Ausser eben, du lenkst dich ab mit irgendetwas und nachher bist du halt einfach ein halbes Jahr später traurig, sind wir ehrlich. Darum ein guter Ansatz, dass du dich nicht einfach mit irgendwelchen anderen Typen ablenken willst. Rule Number 1 ist auf jeden Fall, dass du null, nix, gacki null Kontakt zu deinem Ex hast. Nicht einmal, ja, wie geht's? Bro, nein, es hat euch nicht mehr zu jucken, wie es euch geht und was ihr gerade macht, weil ihr habt aus dem Grundschluss gemacht und so vermisst ihr euch einfach für immer und ewig. Kein Kontakt bitte. Und dann, keine Ahnung, triffst du einfach mit deinen Friends oder was ich immer mache, wenn ich so heartbroken bin, ist einfach so legit mit meiner Mutter einfach stundenlang Netflix schauen und gar nicht rausgehen. Ich bin eigentlich auch nicht so gut in dem. So, eigentlich sollte man so rausgehen, sich ablenken. Keine Ahnung, mach einfach das, was dir Spass macht. Wenn du gerne in den Ausgang gehst und du hast vielleicht in der Beziehung gar nicht dürfen in den Ausgang oder so, weißt du, mach so die Sachen, die du nicht hast können machen. Oder find neue Sachen, die du gerne machst und lass dir einfach Zeit, weil ja, es ist halt einfach scheiße. Dann hat jemand gefragt, schon mal mit Essproblem und Body Image zu kämpfen gehabt. Also, erstens, hure risky Frage, Bros. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, wer so Sachen fragen. Zum Glück bin das ich. Nein, ich habe noch nie mit dem Essen gestruggelt. Also ich habe... Also, nein. Also wenn, dann frisse ich einfach hure viel aufs Mal, aber ich denke nicht, dass es so eine Binge-Eating-Situation ist. Es ist einfach so... Amigs habe ich einfach fucking Kohldampf und dann pfeffere ich alles rein. Aber es bleibt dann auch drin. Also nein, definitiv nicht. Ich habe zum Glück nie mit dem zu kämpfen gehabt, weil
ich glaube einfach, weil mir sowieso immer gesagt wurde, ist so, du bist so dünn und so. Ja, okay. Body-Image-Ding habe ich schon, also logisch, ich glaube eigentlich wie jede Frau, jedes Mädchen, sind mir halt auch Sachen gesagt worden. Bei mir hat es immer geheißen, du bist so dünn, du bist so ein Stöckchen. Früher war ich wirklich ein hure Stöckchen. Jetzt im Nachhinein sehe ich auch, wieso mein Hausarzt hat mir andrehen, dass ich magersüchtig bin. Und ich so, Bro, ich schwöre dir, ich friss den ganzen Tag. Aber ich halt einfach noch so den Körper von einem Kind und so den Stoffwechsel von einem Kind. Und ich konnte nichts machen. Also egal, was ich gegessen habe, ich bin halt einfach so ein Stöckchen gewesen. Und dementsprechend hat es dann halt auch von den Typen oft gesagt, ja, dicker Arsch. Sogar meine beste Kollegin war so, weil sie hat halt mega schon so einen Pubertätskörper gehabt und ich noch gar nicht. Und dann hat sie mir das immer so unter die Nase gerieben, so, hey, du hast nichts, du hast keine Tüte, du hast keinen Arsch, Mann, fang mal an, die schminken. Und ich so dann eben so, okay. Okay, Kim Kardashian, es tut mir leid. Ich wünschte, ich wäre so wie du. Darum ja, aber es ist nie so zu dem... Also es hat mich schon gestört, glaube ich. Und ich bin dann schon so, wow, fuck, ich werde nie aussehen wie eine richtige Frau und bla bla bla. Aber irgendwie ist es dann auch wieder so... Es ist nicht genug schlimm gewesen, dass ich jetzt ernsthaft irgendwie angefangen habe, irgendwie Squats zu machen oder so. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie, ich bin hure faul. Ich hätte nie... Ich könnte, glaube nie so etwas entwickeln, weil ich einfach so kein Durchhaltevermögen habe. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendein Problem habe, einfach aufhören zu essen. Bro, zum Glück kann ich das nicht. Zum Glück bin ich so ein fauler Hund, aber ja. Und so Body-Image-Ding. Und übrigens, ich will auch nicht sagen, dass man sich irgendwie aktiv dafür entscheidet, jetzt plötzlich eine Eating-Disorder zu haben. Überhaupt nicht. Das war jetzt auch ein bisschen blöde Aussage gewesen. Aber zum Glück bin ich nicht affin für so Krankheiten, würde ich jetzt mal behaupten. Und Body Image, sonst dann ist es halt so gewesen, ich war immer gewöhnt gewesen, so mega dünn zu sein. Und wenn ich jetzt Bilder von früher sehe, passiert es mir schon ab und zu, dass ich so denke, oh mein Gott, ich bin so dünn gewesen, ist schon schön gewesen. Aber ich muss mir dann halt immer wieder so ein bisschen selber sagen, so, Bro, ja, du bist dort 12. Und ich wünsche mir, dass das mehr Leute auch sich selber sagen würden. So, wir können uns nicht vergleichen mit Bildern von vor was weiß ich wie vielen Jahren, weil wir sind dort Kinder gewesen. Und jetzt sind wir nicht mehr Kinder. Also, vielleicht sind ein paar von euch schon noch Kinder, die zuhören. Aber es ist wichtig zu merken, dass man sich halt verändert und dass der Körper sich gezielt so verändert. Wohl oder übel ist halt der weibliche Körper dafür ausgelegt, Kinder zu gebären. Das heisst, dein Becken wird breiter werden und bla 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 bla. Weil du sollst legit einen fucking Babykopf da rauspressen können irgendwann und du wirst nicht mehr den gleichen Körper haben wie früher. Und die fertig zu machen und die mit dir selber zu vergleichen, ist ja eh mal der letzte Schiss, den man eigentlich machen kann. Und keine Ahnung, ich glaube, das ist so das Einzige, wo ich immer wieder so ein bisschen habe, so, wo ich so denke, so, boah, so irgendwie meine Beine. Es ist halt auch ein bisschen blöd, weil ich so klein bin, habe ich das Gefühl, ich sehe aus wie so ein kompressierter Zwerg und dass man viel schneller merkt, wenn ich irgendwie zunehme oder so, weil so, ich habe wie so keine Fläche, um zu verteilen. Und mir ist einfach schon mein ganzes Leben etwas zu meinen Beinen gesagt worden. Du hast voll fette Waden. Wenn ich eine Story poste in meinen Reitleggings, sind alle so, deine eine Wade ist viel dicker als die andere. Ja, Bro! Aber ist alles gut. Die eine hat legit mal Angst gehabt, dass ich irgendwie eine Krankheit habe, weil sie Pflegerin ist oder so. Und hat mich dann warnen und so. Und ich einfach so, nein, Bro, mein eine Bein ist einfach fetter als das andere, danke. Ja, aber zum Glück sonst nicht. Und ich hoffe, ihr könnt euch da ein bisschen Scheiben abschneiden von mir. Dann fragen mehrere Leute, ob ich auch mal Gäste in den Podcast nehmen würde. Und einerseits finde ich das eine coole Idee, aber andererseits weiss ich auch, mit was für organisatorischen Sachen das verbunden ist. Ich meine, du müsstest dann immer jemanden haben, du müsstest irgendwie einen Ort haben, du müsstest das Equipment dafür haben, du bist angewiesen auf eine andere Person, bla 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 bla. Das ist nicht so meins. Und ich glaube, eigentlich weiss man auch so von mir, dass ich am liebsten allein bin und ein bisschen awkward bin und so. Darum denke ich, wenn ich das mache, dann vielleicht eher so im Rahmen des Management, wisst ihr, so mit Flavio oder so. Und dann einfach bei uns im Office mal aufnehmen, so, aber nicht regelmäßig, sondern eher so mal für so etwas Spezielles oder so. Weil ich weiss, es ist mega beliebt, so zu zweit einen Podcast zu haben, bla bla bla, aber ich will halt wie nicht abhängig sein. Und ich glaube, ich bin auch nicht gut im
ihm so in diesem Rahmen zulassen und dann würde ich die ganze Zeit reinreden oder würde irgendwie vergessen, was die Person gesagt hat oder würde mich irgendwie schämen zu reden. Darum müssen wir euch, glaube ich, mit mir zufriedenstellen. Erstmal. Dann fragt jemand, wieso bin ich eifersüchtig, obwohl ich nicht mit ihm zusammen bin? Also, erstens, vielleicht kann das ein Zeichen sein, dass es für dich nicht okay ist, dass ihr gar nicht zusammen sind. Es gibt ja immer so die Situationships, wo so jemand gerne zusammen wäre und die andere Person sagt, nein, Moment, keine Beziehung. Okay, dann solltest du vielleicht deine eigenen Grenzen setzen und für dich selber sagen, okay, wenn du keine Beziehung mit mir willst, dann will ich gar nicht mit dir. Tschüss, ich suche mir jemanden, der wirklich Bock auf mich hat. Weil, glaub mir, die Person hat nicht wirklich Bock auf dich, wenn sie dich nur so am Warten lässt und so ein bisschen, ja, so ein bisschen mit dir rumspielt. Aber Eifersucht an sich ist auch ein völlig anderes Thema. Also du siehst ja dann einfach immer nur an anderen Leuten, was du gerne selber hättest. Also kannst du dir das eigentlich auch so nehmen als Zeichen dafür, was du vielleicht verbessern musst. Zum Beispiel, wenn du eine siehst und er redet mit der und sie ist so mega offen und bla 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 und du denkst so, oh mein Gott, er findet sie jetzt sicher besser als mich. Okay, wahrscheinlich nicht. Und wenn schon, ist er ein Arschloch. Wenn du eifersüchtig bist, dann musst du einfach an dir selber arbeiten und an deinem Vertrauen. Und ich weiß auch, es ist schwierig, wenn man schon mal verletzt worden ist und so, dann einer neuen Person zu vertrauen. Ich habe selber mega Struggles mit dem. Aber wir können nicht davon ausgehen, dass jede Person gleich ist wie die Person, die uns verletzt hat. Und irgendwo glauben wir das ja auch nicht, weil sonst wären wir nicht mit einer neuen Person. Oder? Also ich würde jetzt nicht mit einem Typ etwas haben, wo ich eigentlich genau weiss, dass er mich verletzen wird. Das ist ja dumm. Okay, doch, habe ich auch schon gemacht. Habe ich auch schon gemacht. Aber heutzutage würde ich das nicht machen. Darum, wir müssen einfach ein bisschen an unserem Selbstvertrauen arbeiten. Und was mir wirklich hilft zu denken, und das sagen alle auch im Internet und so, ist wirklich so, du kannst es nicht beeinflussen. Egal was passiert, wenn einer sich wirklich dazu entscheidet, irgendwie eine andere zu nehmen, weil er sie besser findet, bla bla bla, okay, dann ist es so. Egal was du sagst, egal was du machst, du wirst es nicht verändern können. Und es hat nichts mit dir zu tun. Aber es kann auch gerade so gut sein, dass er das nicht macht und dass alles mega toll wird und dass er heiratet und Babys bekommt. Darum einfach so passieren. Und wenn es passiert und wenn es nicht klappt, dann ist es gut so, weil dann hast du noch ganz viel vor dir. Und dann hat er die nicht verdient und dann hat es nicht gepasst und dann ist gut, haben wir das herausgefunden. Das ist mein Fazit. Gut. Nächste Frage. Alter, das ist einfach die eine gleiche Person hat hure viele Sachen zu Beziehungen gefragt. Girl, are you good? Es tut mir so leid für dich. Ich weiss, ich glaube, in was für einer Situation du bist. Es tut mir sehr leid. Die gleiche Person findet, wie findet man einen neuen? Bro, in dem Fall finde ich, wer sucht, der findet, trifft nicht zu. Sobald du das willst und so verbissen bist, so, jetzt brauche ich einen neuen, jetzt brauche ich einfach einen neuen, wirst du keinen neuen finden. Beziehungsweise, okay, man findet immer einen neuen, aber ich meine jetzt einen guten neuen. Ich glaube, wir kennen das glaube alle so, es kommt immer dann, wenn man es gar nicht will. So, du bist so, ja, independent, Single, ich lebe mein Leben, ich verbessere mich selber, und dann kommt so ein mega toller Typ und du bist so, okay, dann halt. Dann würde ich sagen, fokussiere dich einfach mal auf dich selber. Lerne dich selber besser kennen, mach, was du Bock drauf hast und dann findest du vielleicht schon random mal jemanden. Und wenn nicht, ist auch scheißegal. Weil du hast dich selber. Oh nein, wie kommt man über ihn hinweg, wenn er perfekt war, aber du nicht mit ihm zusammen warst? Nein! Stopp! Falsches Mindset. Falsches Mindset. Er war hundertprozentig nicht perfekt. Glaub mir, er war höchstwahrscheinlich ein riesen Arschloch zu dir, aber du siehst es einfach nicht. Wenn er perfekt gewesen wäre, liebe Dame, lass mir gut zu. Wenn er perfekt gewesen wäre, hätte er das gemacht, was er gemacht hat? Nein. Hätte er nicht mit dir zusammen sein? Nein. Ich glaube, du bist so ein bisschen in dieser Phase, wo ich auch schon ein paar Mal war, wo man einfach nicht checkt, wie niedriges Selbstwertgefühl man selber hat. Und du einfach alles mit dir machen lässt. Einfach nur, um jemanden zu haben. Einfach, weil es besser ist als allein sein. Und du hast ja so viel mehr verdient als das. Ich weiß nicht, was denkst du von dir selber? Jetzt mal ehrlich, nimm dir so 2 Minuten Zeit, um mal wirklich zu überlegen, was du ganz ehrlich von dir selber denkst. Weil ich glaube, dann merkst du sehr schnell, dass du so sagst, ja, weißt du, niemand will mich. Bro, jeder will dich. Denk dir einfach, jeder will dich. Und wenn einer dich nicht will, dann Opfer. Und
du wirst nicht über ihn hinwegkommen, wenn du in deinem Kopf so ein Idealbild von ihm hast, wie du eben sagst, so, ja, er war perfekt gewesen, aber wir sind nicht zusammen gewesen und jetzt komme ich nicht über ihn hinweg. Denk mal an die schlechten Sachen, weil nur so kommst du darüber hinweg. Und es ist halt leider auch wirklich so, dass man im Nachhinein Sachen viel besser bewertet, als sie eigentlich gewesen sind, weil du vergisst so die schlechten Sachen. Ja, so im Nachhinein, wieso, denkt mal an eure Kindheit. Wow, es ist alles so schön gewesen. Wahrscheinlich war es gar nicht so geil gewesen, wo ihr es gelebt habt, aber jetzt, wenn wir einfach wieder ein Kind sind und wow, es ist so sorgenfrei gewesen. Bro, wir haben genauso viele Sorgen gehabt, als wir Kind waren. Wir haben wegen jedem Scheiß rumgekühlt und sind so auf 180 gewesen. Darum denk einfach ein bisschen realistisch. Und denk an dich selber. Und wenn du nicht mit dir selber zufrieden bist, dann überleg dir mal ernsthaft, was du machen kannst, dass du mehr zufrieden mit dir selber bist. Wie viel Prozent Followers sind bei dir aus der Schweiz? Das kommt ein bisschen darauf an, wo. Auf TikTok, auf dem schweizerdeutschen Account, obviously, sind so fast alle von der Schweiz zum Glück. Das freut mich sehr. Dann auf Wemse, auf TikTok, poste ich ja eigentlich englische Videos. Dort sind auch hure viele Schweizer. Also, wenn wir überlegen, es sind irgendwie 330'000 Followers. Warte, ich gehe mal kurz schauen. Und dort sind 35% von der Schweiz. Was ist 35% von 330? Alter, ich hasse es. Ich tue das jetzt ausrechnen. 330'000, 35%. Bro! Nein, das wollte ich nicht wissen. Das ist so unheimlich. 115'500. Fuck, darum kennt mich jeder. Nein! Nein! Ah, wieso hast du mich das gefragt? Und auf Insta sind es wahrscheinlich auch so 30%. Insta folgen mir sehr viele Türken. Also, zurück zu der Frage. Wow, jetzt fange ich an zu schwitzen, das ist verdammt unangenehm. Ich weiß nicht wieso. So viele Leute fragen mich, egal wann, egal wo ich so ein Q&A-Ding mache, alle fragen Meinung zu LGBTQ. Bro, was soll meine Meinung sein? Super, freut mich für alle, die Liebe finden, egal wie, wer, wo, was. Aber ich check nicht, wieso ich meine Meinung dazu abgeben muss. Als wäre ich so ein Bundesrat. Also was bringt meine Meinung? Und was sollte meine Meinung sein? Ich check nicht, ob so Leute herausfinden, ob ich irgendwie homophob bin und sie mir dann nicht mehr folgen können oder so. Oder ob die Leute selber homophob sind und mir nicht mehr folgen, wenn ich es unterstütze. Wisst ihr, was ich meine? Hure sass. Dann... Oh, hure passend zum Thema vorher. Fragt jemand, vermisst du deine Kindheit? Ich glaube, es ist schon so ein bisschen so, dass eben, wie ich auch gesagt habe, im Nachhinein vermissen wir es immer. Es ist schon... Ich denke mir schon so, wow, Alter, jetzt wieder so ein Schnuddergolf sein, der gar nicht weiss, was der Ernst vom Leben ist. Aber irgendwie bin ich auch voll... Finde ich also das Leben, das ich jetzt habe, auch voll cool. Und ich denke mir immer, ich denke das so oft, weil ich komme so nicht klar darauf, was gerade alles passiert und so. Und dann kommt mir so in den Sinn, so, Alter, meine Kinderversion. Wenn die wüsste, wo ich jetzt bin und was ich mache, Alter, die würde so durchgehen. Die wäre so, oh mein Gott, Emma, du bist so cool. Und ich selber für mich gar nicht cool im Moment, oder? Aber so, ich glaube, ich bin lieber im Jetzt. So, weil ich bin ein schnurzdummes Kind gewesen und ich hasse es, dumm zu sein. Darum bin ich froh, bin ich jetzt nicht mehr so dumm und kann ein bisschen denken und so im Leben. Was würdest du deinem früheren Ich sagen? Wow. Also ich glaube, am liebsten würde ich mit dem so 13-, 14-jährigen Emma reden. Ich habe mit dem gesagt, gell? Mit der 14-jährigen Emma reden, weil ich war hure am Struggle gewesen, Alter. Die ganze Schule hat mich gehasst. Alle haben mich fucking, wie heisst das Scheiß, Ask FM gemobbt. In der Pause bin ich umzingelt worden von irgendwelchen Leuten, die ich nicht mal die Namen kennt habe, die mich irgendwie halbes anspucken wollen, was weiß ich was. Nur weil ihre Boyfriends mir Dickpics geschickt haben. No joke. Darum würde ich gerne mit ihr reden und ihr würde ich sagen, dass ich mich nicht so beeinflussen lassen soll von diesen Leuten und gar nicht darauf eingehen sollte. Weil ich bin dann halt so voll in Reaktionsmodus gegangen und in so Defensive und habe mich die ganze Zeit verteidigt. Ich habe wirklich
so keine Energie für irgendetwas anderes gehabt, weil alles, was ich gemacht habe, ist mich selber verteidigen und mich aufregen und bla bla bla. Aber die Leute sind so Opfers gewesen. Und die sind auch heute noch so Opfers. Wenn ich die auf der Straße sehe, denke ich mir so, Alter, bist du eigentlich immer noch 12 oder bist du nicht mehr weitergekommen? Und das sind die gleichen Leute, die mir jetzt schreiben, wenn ich irgendwo etwas poste und sagen, ja, oh mein Gott, mega cool, habt Fresse. Darum ja, vielleicht so das, so dass so Leute wirklich unter mir sind. Sorry, nicht von wegen jedem Menschen gleich viel wert. Wenn du ein asozialer Hurensohn zu einer 12, 13, 14-Jährigen bist und du bist selber 17, 18, dann bist du unter mir, unter meinem Niveau und dann soll ich dir meine Zeit nicht widmen. Und ich würde glauben, das sagen alle. Einfach so sagen, ja, es wird schon alles gut und es findet schon alles seinen Platz. Und so, das, was die jetzt juckt, wird die in einem Jahr nicht mehr jucken und so. Dann hat jemand gefragt, wie alt war Nasira, bevor sie gestorben ist. Nasira ist 16 geworden. Das heisst, sie ist wenigstens... Also ich meine, 16 ist ja nicht alt, aber wenigstens ist sie nicht so hure jung und hat noch das ganze Leben vor sich gehabt. Wow. Ziel für die nächsten 5 Jahre. Boah, ich hasse so Fragen im Fall. Amigs fragt meine Mami mich so, ja, was willst du jetzt eigentlich machen und so, weil ich bin ja immer so hure indecisive und weiss nicht, was ich mache mit meinem Leben. Und dann bin ich immer so hure aggressiv sofort, weil ich denke mir so, Bro, frag mich nicht, ich weiß es nicht, das ist mega überfordernd. Aber ich denke mal, gut, in den nächsten 5 Jahren wird hure viel passieren. Dann bin ich bin jetzt in der Phase 20 bis 25 fast. Nächste Woche habe ich Geburtstag. Ich weiß nicht, Alter, dann bin ich ja schon richtig erwachsen. Okay, hört. Das Ziel für meine nächsten 5 Jahre ist erwachsen werden. Aber nicht zu erwachsen, aber so ein bisschen erwachsen werden. Und so, vielleicht so mehr wissen, wirklich, was ich will. Weil das ist ja im Moment wirklich so ein Struggle von mir. Und ich habe das Gefühl, in den nächsten 5 Jahren werde ich schon wissen, was ich will und was so meine Ziele sind und wer ich bin und so ein bisschen das. Sorry an alle 25-Jährigen, die jetzt zulassen und denken, Bro, du wirst es auch dann noch nicht wissen. Lasst mich Hoffnung haben. Bist du je gemobbt worden? Ich glaube, das habe ich vorher schon so ein bisschen beantwortet. Es ist halt irgendwie, es ist komisch. Ich weiß nicht, ob ich es selber als Mobbing betiteln würde, einfach weil es ich selber bin. Wenn ich es sehen würde, wie das jemand anderem so passiert, würde ich fix sagen, ja, die ist gemobbt worden. Aber bei mir selber, vor allem, weil es ist ja so war, es war nicht, dass jeden Tag jemand zu mir angekommen ist und gesagt hat, Alter, du bist so hässlich, geh dich umbringen. Okay, doch, geh dich umbringen, haben sie mir schon gesagt. Aber es war nicht so, dass ich habe wie gewusst, was der Hintergrund ist. Und darum hat es mich so frustriert, weil ich habe gewusst, es ist nicht, weil sie mich... Es hätte eigentlich gar nicht mit mir zu tun gehabt, aber ich bin dann nachher trotzdem drunter gekommen. Und vor allem bin ich darunter gekommen, weil ich eine grosse Fresse hatte. Weil sie haben nicht erwartet, dass ich für mich selber einstehen würde. Und für mich so klassisches Mobbing in meinem Kopf ist ja so, du wirst angegriffen und du kannst nicht mal etwas sagen. Und du kannst dich nicht verteidigen und du wehrst dich nicht. Und du bist wie so ein armes, trauriges, kleines Ding, so ein Häufchen Elend. Und das bin ich halt überhaupt nicht gewesen. Ich war wie so ein Rottweiler, der einfach die ganze Zeit austeilt hat nachher, weil ich nicht gewusst habe, was sonst machen. Und ich hatte trotzdem Kollegen gehabt. Weil eben, ich stelle es mir so vor, so, du hast keine Friends, niemand hätte dich gern. Du kannst es daheim nicht erzählen, daheim ist vielleicht auch nicht gut, aber ich hatte das alles gehabt. Ich hatte wie so ein Support-System gehabt, aber es sind trotzdem alle Huren zu mir gewesen. Darum, ich weiss nicht. Wo wohnst du? Im Aargau. Hure geil, so ein Boomer fragt, wie kommt das Pferdemädchen zu so vielen Follower? Du, indem man ein bisschen sein eigenes Ding macht. Das ist eigentlich allgemein, was ich würde behaupten. Weil alle fragen mich, ja, wie weisst du, ich will auch anfangen, wie mache ich das? Du darfst gar nicht an das denken. So, es muss dir scheißegal sein, was... Es kann auch sein, dass es nur eine Person sieht, das muss dir egal sein, es muss dir Spass machen. Und du musst so dein eigenes Ding haben. Wenn du jetzt einfach jemanden nachmachst, ich sehe mega viele Leute, die eine spezifische Person nachmachen und du siehst es halt sofort. Aber das funktioniert nicht, weil die Person ist Fame geworden, wenn man es mal so sagt, also grusig betiteln will, Fame geworden, weil sie ihr eigenes Ding gemacht hat und es einzigartig ist. Das heisst, es wird bei dir fix nicht funktionieren, wenn du das Gleiche machst und 100 andere Leute auch nochmal das Gleiche machen. Du musst wie so dein eigenes Ding finden und dazu stehen können und Spass daran haben. Und bei mir ist es halt amigs auch Pferde-Content, aber es ist ja nicht wirklich auf dem aufgebaut worden. Das ist ja erst jetzt später gekommen. Wie alt bist du? 19 und ich werde bald 20, am 9. Juni.
Und dann mega herzig, das weiss ich noch. Ich habe halt alles schon mal durchgelesen eigentlich. Es haben mega viel gefragt, wie es mir wirklich geht. Und es ist, danke erstmal, dass es euch juckt. Und ich glaube, also eben, Nasira ist ja gestorben. Und das war wirklich mega schlimm gewesen. Und es ist allgemein für mich gerade mega so tumultös in meinem Leben. So, ich weiß nicht, was jetzt kommt, weil ich weiß fix, dass ich, also fix, 99% fix, dass ich mit dem Studium jetzt erstmal nicht weitermache und so. Und es ist halt mega viel Unsicherheit und so Ungewissheit, sagen wir das? Keine Ahnung. Wo ich so alles so jetzt allein anbekommen muss. Und es ist halt auch mit dem ganzen Social Media Ding. Ich meine, ich habe niemanden, der mir sagen kann, wie und wo und was und wie es sein wird und was ich machen muss und wie lange das noch so weitergeht und so. Darum habe ich im Moment einfach sehr viel im Kopf. So. Aber sonst geht es mir eigentlich okay, wenn man so die Umstände betrachtet. Also es geht mir auch viel besser wegen der Nasira. Ich glaube, das hat jetzt einfach ein bisschen Zeit gebraucht, um so, einfach, dass ich es realisieren kann und so. Darum, ja, ich freue mich auf den Sommer. Ich glaube, im Sommer wird es alles nochmal ein bisschen chilliger und besser. Auf was bist du stolz? Wow. Ich glaube auf mich selber. Also, ich weiß nicht, ob das in Bezug auf die Menschheit irgendwie gemeint ist, aber wenn ich etwas kann sagen, dann auf mich selber. Weil mit allen Umständen, die ich hatte, die ich nicht erläutern kann, weil es halt viele andere Leute auch involviert und so, aber mit dem Leben, das ich hatte, ist es nicht selbstverständlich, dass ich so rauskomme, wie ich rausgekommen bin. Und ich sage nicht, dass ich ein Übermensch bin oder so, sondern einfach, ich weiß, was richtig und falsch ist. Und ich glaube, ich habe das Herz am richtigen Fleck. Und das bin ich schon stolz drauf. Muss ich sagen. Wie machst du deine Wimpern? Ich habe auf Juckdach keine einen Ordner bei den Videos, wo heißt «Get ready with me» oder so. Und dort habe ich mal ein ausführliches Video gemacht, weil mich das alle immer fragen. Aber ich muss euch auch leider sagen, dass ich auch einfach lange Wimpern habe von Natur aus. Also, das ist ein klarer Vorteil, den ich habe. Wenn du einen Bad Hair Day hast, was machst du dann? Du hast keine Zeit, um sie abwaschen und hast kein trockenes Shampoo. Leute, was sind ihr für Anfänger? Hallo. Darum, für so Tage hat man einfach immer eine Cap. Immer eine Cap, irgendwo. Ich nehme auch immer eine Cap mit, wenn ich irgendwo übernachten oder so, weil ich weiss, am nächsten Tag... Irgendwie habe ich das Gefühl, so Sleepover-Luft ist irgendwie dreckig. Immer wenn ich irgendwo anders übernachte, habe ich nachher fettige Haare, ich schwör's euch. Immer eine Cap dabei haben. Und wenn du keine Cap hast, dann würde ich halt... Ich weiß nicht, ich hasse es mit fettigen Haaren. Ich habe das Gefühl, bei allen anderen sehen fettige Haare so geil aus. Mit so einem Sleek-Band und bei mir siehst du einfach, dass es fettig ist. Aber ich würde sagen, so ein Sleek Ponytail oder so. Stopp, mir wird angerufen. Ja, ich bin einen Podcast aufnehmen. Okay, sorry. Ich lade das jetzt drin. Nein. So, kurze Unterbrechung. Wie weiss ich, ob ich noch einen Crush auf ihn habe? Das ist eine gute Frage. Vielleicht, wenn du so... Überleg mal, ob du noch viel an die Person denkst. Weißt du, so random. So, wenn ich jemanden toll finde, dann denke ich immer wieder mal, so, dann erinnere ich mich Sachen an ihn oder... Keine Ahnung. Überlege ich so, was macht er jetzt echt gerade? Wenn du so keine Gedanken mehr an ihn verschwendest, dann hast du wahrscheinlich keinen Crush mehr. Aber... Falls es jetzt mehr so eine Frage ist, ja, wir sind jetzt zusammen und bla bla und irgendwie finde ich ihn nicht mehr so toll, du gewöhnst dich einfach irgendwann an die Person. Aber eigentlich sollte das so die... Ich finde, man sollte immer noch so excited sein und so, auch wenn man schon länger zusammen ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine gute Ausrede, so ja, irgendwann ist es halt einfach langweilig und so. Nein, es muss nicht langweilig sein. Spielst du ein Instrument? Ich hatte 3 Jahre Klavierunterricht und ich habe es gehasst und ich musste jede Woche gehen und ich kann immer noch nicht Noten lesen und ich habe dieser Frau nie gesagt, dass ich nicht Noten lesen kann. Ich habe die so gescammt, ich habe ihr einfach gesagt, ich kann Noten lesen und jedes Mal, wenn sie mir dann ich meine, jetzt habe ich das Mikrofon gemutet. Jedes Mal, wenn sie mit einem neuen Notenblatt gekommen ist, habe ich erst mal in der ersten Lektion nichts können und nächstes Mal habe ich es magisch dann können, weil ich halt einfach dann so jede Note beschriftet habe und so
C, D, E, F, G, A, H, und so aufgeschrieben habe und dann einfach so auswendig gelernt habe, bis ich es können. Ist ein grosser Pain gewesen. Willst du wieder ein neues Pferd? Nein, nein, nein. Ich habe wirklich gesagt, also, nein, nein. Es braucht so viel Zeit und Aufwand, wenn du alles allein machst. Und du kannst nirgends hingehen. Es ist wie wenn man einen Hund hat. Und ich kann nicht nochmal den Heartbreak. Also, ich meine, ich muss ja irgendwann noch den Heartbreak von der Madonna haben, wenn Madonna stirbt. Scheiß Viecher sollen mal aufhören zu sterben. Was soll das? Und dann nochmal ein Pferd, das dann irgendwann stirbt. Nein, ich bin jetzt ein gebranntes Kind. Ich will nicht mehr sterbende Tiere. Und Coco ist auch schon alt. Die wird auch gefühlt in den nächsten 3 Jahren fix sterben. Nein. Nein. Ab wann ist für dich Fremdgehen? Das haben hure viel gefragt. Ich habe jetzt gerade 3 Fragen nacheinander, die das sind, von verschiedenen Personen. Okay, ich bin hure schlimm mit dem. Ich weiss, Leute sind so, ja, Flirten ist auch okay und so, man macht ja nichts. Nein, Alter, nein. Sobald du einen Gedanken verschwendest an jemand anderes und so denkst, wäre schon noch geil. Nein, weil ich weiss, ich mache das selber nicht. Ich kann schon so objektiv bewerten, ja, der ist hübsch. Oder so, meine Kolleginnen zum Beispiel sagen so, ja, jetzt, der passt mega zu dir, der ist auch hure hübsch und so, ihr passt mega zusammen und so. Aber das ist ja nie im Leben so gemeint, so, ja, der würde. So, sobald du so anfängst, so Aussagen machen oder so auf der Straße rumlaufen und du denkst so, ja, das wäre auch noch geil und wow, die würde mir auch noch gönnen und so, Bro, okay, dann mach einfach Schluss. Weil dann bist du halt irgendwie nicht so invested in mich wie in die. Darum, ich bin wirklich schlimm mit dem, ich weiss, alle haben andere Ansichten, aber auch da bin ich von meiner Vergangenheit ein gebranntes Kind und will kein Risiko eingehen. Und ich weiss, es gibt auch Typen, die fremdgegangen sind, wo man weiss, so, wo die Freundin wie eine Königin behandelt haben, wo die Freundin das Handy durchgehen durfte, wo alles quasi perfekt war und trotzdem sind sie fremdgegangen, also du kannst es eh nicht kontrollieren und so. Aber ich weiß nicht. So mentales Cheating finde ich nicht so nice. Und sonst so, wo würde es echt so physisch anfangen? Ich weiß nicht, ich will mir nicht mal vorstellen, ich will gar nicht daran denken, das macht mich hässig. Ich bin eine sehr strenge, wie ihr merkt. Alter, okay, also die letzte Frage, die ich beantworte, ist jemand von meinem alten Dorf in Graubünden. Ich glaube, ich kenne die Person nicht. Ich glaube, die Person weiß einfach, dass ich von dort komme. Wahrscheinlich hat sich das umgesprochen, wer weiß. Was würdest du gerne an Saas gerichtet sagen? Du, Saas! Du! Ich hoffe, du bist jetzt weniger Gossip Girl als vor, weiß auch nicht, 12 Jahren. Grüße gehen raus an Cecil. Und sonst, weiß ich nicht, habe ich nichts mehr zu sagen. Ja. Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen etwas gelernt. Falls ihr noch andere Fragen habt, keine Ahnung, schreibt sie irgendwo an und dann merken wir die für nächstes Mal. Sagen wir, falls ihr so etwas gerne öfters hören würdet oder ob so jetzt lang sind, haben wir genug gefragt. Weil ich beantworte eigentlich noch gerne eure Fragen. Das ist so meine Chance, euch so zu zeigen, wer ich bin, oder? Ist ja nicht so, als würde ich sonst schon genug euch voll labern. Ja. Bis nächste Woche. Oh, eigentlich müsste ich noch ankündigen, was nächste Woche kommt, aber ich weiß es noch nicht. Lasst euch überraschen. Nächste Woche Folge ist eine Mystery-Folge. YOLO Polo. Okay, jetzt habe ich Brainfuck. Tschüss! Danke fürs Zuhören. Vergesst nicht, hört mal auf Insta folgen. Vergesst nicht, bewerten, aber nur wenn ihr eine gute Bewertung habt. Und schaut mein YouTube-Video. Dort müsst ihr nichts machen. Einfach schauen. Ist gut. Tschüss! Nein, eben nicht! Kacke Mikrofon. Mikrofon! Was, auch Mikrofon? Hey, so blöder Viech, Mann.